Der Milo hat im Stream auch schon darüber geredet bei sich. Wir haben ein bisschen darüber geredet, off-stream auch, wie es wäre, wenn man irgendein auf Hochdeutsch wechseln mit dem ganzen Zeug, das wir machen. Tönt auf den ersten Augenblick so, what the fuck, wieso werden jetzt die auf Hochdeutsch wechseln? Oder nein, jetzt können wir alle schon scheiß schwoben, don't do this. Ich will mit euch transparent sein und ich will es auch mit euch bereden. Das, was wir machen, also das, was wir jetzt in der Schweiz machen, das ist übel geil. Dass wir die Videos so machen können, dass ich jetzt davon leben kann. Wenn man das auf eine lange Zeit ausrechnet, vielleicht wenn man mal auszieht, Freundin hat, Familie hat oder auch das langfristig will machen und nicht nach irgendwie 3 Jahren will aufhören, muss man ein bisschen schauen, wie man Geld verdient. Und in der Schweiz ist es wirklich extrem schwierig, von dem gut zu leben. Ich habe euch ja die Einnahmen gezeigt, die ich von YouTube selber bekomme. Das heisst, von YouTube kannst du in der Schweiz absolut nicht leben. Und das sollte jetzt nicht sehr tönen, so nach dem Motto, genau nach dem Motto wahrscheinlich. Aber man muss halt irgendwie schauen, dass man ans Geld kommt. Und in der Schweiz musst du viel Aufwand machen, für das du davon kannst leben. Und gerade wenn du noch Fam hast, oder sonst später mal willst du schon nur Ferien machen, Wohnung haben, ein Auto haben, du musst einfach viel Aufwand machen. Und der Milo und ich haben darüber geredet, wie ist es, wenn wir einig auf Hochdeutsch wechseln? Sei jetzt das in einem Monat, sei das in einem halben Jahr oder vielleicht in 2 Jahren. Oder ich kann mal euch fragen, wie wäre das für euch, Chat? Was würdet ihr sagen? Ich will auch offen und ehrlich mit euch sein. Es ist einfach, und es klingt auf den ersten Blick dumm, es ist einfach, wenn man es auf Hochdeutsch macht, einfacher zum davon leben. Das ist jetzt nicht mal geldgeil gemeint, also safe auch ein bisschen, also safe so ein bisschen, geil, wenn ich das nicht mache, dann verdiene ich viel Geld. Das, was wir machen, das, was ich jetzt mache, das finde ich so geil. Dass ich das machen kann, finde ich das Geilste. Ja, geldgeil kommt gerade im Chat. Ich finde das wirklich das Geilste, dass ich das machen kann, was ich jetzt mache. Aber wenn ich eben so ein bisschen schaue, wie ist das in 5 Jahren in der Schweiz? Und man kann es recht gut mit Musikern vergleichen. Ein Mimix, einer der grössten Rapper in der Schweiz, wo ich finde, gleich guten Rap macht wie Hochdeutsche, muss nebendran wieder arbeiten. Oder muss nebendran Sachen machen, weil es in der Schweiz einfach nicht so funktioniert wie in Deutschland. Du kannst halt nicht so etwas aufbauen, weil die Schweizer, die gehen einfach auch auf Deutschland schauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nächste Woche gerade auf Hochdeutsch Content mache, aber es könnte eigentlich sein, dass man das vielleicht ausprobiert für ein halbes Jahr, sagt, nicht mit der Absicht, dass man nicht mehr zurückkommt, sondern einfach mal zum Ausprobieren, zum schauen, ich will das mal ausprobieren, wie gefällt es mir, wie gefällt es den Leuten, kann ich das überhaupt? Kann ich überhaupt Videos gleich lustig machen auf Hochdeutsch? Oder nicht? Da wollte ich euch einfach mal fragen, was die so schreiben. Kommt darauf an, wie gut du Hochdeutsch redest. Ich will nicht ein hochdeutscher YouTuber werden. Also ich will nicht so reden, so voll mit dem Dialekt und so. Ich würde schon gerne noch der Schweizer bleiben. Und es gibt ja wirklich keine Schweizer Unterhaltungs-YouTuber in Deutschland. Gibt es einfach nicht. Und ich finde, man kann die Schweiz so gut verkaufen in Deutschland mit, du kannst Schweizer Fluchwörter zu Memes machen. Du kannst von mir aus auch einen Schweizer Akzent haben. Es muss nur für die Deutschen verständlich sein. Es muss nicht 1A Hochdeutsch sein. Es muss nur vom Inhalt so verständlich sein, dass es die Deutschen verstehen. Cubanito, bestes Beispiel, was es gut macht. Cubanito finde ich jetzt inhaltlich gesehen, ist jetzt nicht so mein Dude, aber Cubanito ist safe. Fast der grösste Unterhaltungs-YouTuber in Deutschland. Safe. Mach einfach, probier es aus. Du hast halt viele Schweizer Jokes. Du wirst auch deine Community verlieren. Eben, das ist halt so das Ding. Ich finde, wenn man offen und transparent ist und sagt, schau, ich will das machen, ich probiere das und ich komme vielleicht auch wieder zurück. Nicht so sagen, ich mache das jetzt und ich komme nicht mehr zurück. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache jetzt Musik und ich komme nicht mehr zurück. Nein, einfach sagen, ich will es mal probieren. Ich ziehe nach einem halben Jahr das Fazit und sage dann wieder, wenn es nicht passt, dann kann ich immer noch zurückkommen. Und dann glaube ich auch, dass, wenn man dann wieder gute Videos macht, dass es dann funktioniert. Wieso nicht einfach jeden zweiten Dienstag auf Hochdeutsch? Wenn ich es mache, ich würde nicht so noch ein bisschen Hochdeutsch und noch ein bisschen Schweizerdeutsch, sondern wenn ich etwas mache, dann für ein halbes Jahr auf dieser Spruch durchziehen, weil dann kann man wirklich sich voll auf das konzentrieren. Ich frage mich, ob du auf Hochdeutsch gleich authentisch bist. Das sind halt auch Sachen, die ich mich frage, aber ich glaube, das kann man schon sein, weil wie gesagt, ich will nicht irgendwie auf Krampf Hochdeutsch reden, sondern ich will auch Videos in der Schweiz machen. Man kann Skifahren, man kann mega viele Schweizer Themen in den Videos haben und ich habe das Gefühl, Deutsche haben eigentlich schon eine recht geile Einstellung zu Schweizer. Deutsche finden doch Schweizer so, ich sage jetzt mal, herzig in Anführungszeichen. Ich verstand's, aber ich glaube, du wirst ein bisschen deine Community verlieren. Mach einen zweiten Kanal auf Hochdeutsch. Untertitel fühle ich gar nicht. Ich habe noch nie ein Schweizer Video geschaut mit hochdeutschen Untertiteln und ich glaube nicht, dass es Deutsche werden machen. Bin dagegen, aber du hast eine starke Community, darum dein Leben gehört dir. Also schau, was ich mache, das ist immer noch meine Entscheidung. Nein, ich will nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt Hochdeutsch im Fall, tschüss. Probier es einfach mal aus. Du siehst schon, wie es rauskommt, ob es dir gefällt und der Community. Wenn nicht, kannst du immer wieder zurückwechseln. Voll. Es hat safe ein grosses Risiko. Es ist safe auf eine Art ein One-Way-Ticket und viele Leute werden abspringen. Das ist kein Ding. Ich glaube auch daran, wenn man zurückkommen und dann sagen, jetzt ziehe ich hier wieder durch, dann würde das auch wieder funktionieren. Am Schluss kommt es immer auf die Videos an, die du machst. Wenn ich wieder schweizerdeutsches Zeug machen würde, das gut ist, dann ich glaube, die Leute würden es schauen. Tu einfach Deutsch mit schweizerdeutschen Untertiteln, Kapi.
Das muss man machen. Das ist definitiv eine Marktlücke. Eben, die Frage ist dann halt noch, will man einen neuen Kanal dafür aufmachen, dass es wirklich Trend ist, oder will ich es auf dem Hauptkanal probieren? Weil, also ich kann safe sagen, wenn ich es auf dem Hauptkanal probiere, dann wird es Leute abfucken. Wenn man einen neuen Kanal macht, ist das echt wieder schwierig, um eine Grund-Community aufzubauen. You know? Neuer Kanal. Mach das, ich gönn dir den AMG. Es geht ja nicht mal darum, dass ich 100'000 im Monat verdienen. Mir würde es schon komplett länger, wenn ich 8'000 verdienen im Monat. Wenn ich sage, ey, die Videos geben 8'000, mit dem Monte würde machen, geregelt, Digga. Probieren, gut überstudieren. Es ist halt auch wieder eine Journey, wie man so schön sagt. Ich glaube, wenn ich das machen dann muss man sich auch wieder finden und sagen, ey, wie komme ich am besten in den Videos über? Und es ist safe auch etwas, wo nicht einfach vom einen auf den anderen Tag funktioniert. Weil, wenn ich sage, ich will das mal probieren, dann ein halbes Jahr, zum wirklich schauen, ey, fängt es an zu ziehen? Zieht es überhaupt dort? So sehen wir es dann. Neuer Kanal, dann würde ich es auch schauen. Aber auf dem alten Kanal würdest du es nie schauen. Mach und dann kannst du auf Deutschland gehen, dich einschleimen bei den grossen deutschen YouTuber. Ey, Chat, ich will mich gar nicht einschleimen. Ich will es nur mit euch diskutieren, Mann. Ich bleibe auch in der Schweiz. Ich gehe dann erst auf Deutschland, wenn ich 100'000 Abos habe. Dann wandere ich aus und rede nie mehr Schweizerdeutsch. Das Video mit dem Maelo hätte man auf Hochdeutsch machen können. Vlogs, die ich schon gemacht habe, hätte man auf Hochdeutsch machen können. Ich habe mega viele Videos, die halt nicht explizit mit Schweizer Themen sind, kann ich eigentlich auf Hochdeutsch aufnehmen. Ich mache einfach auf Österreichisch. Ich bin der Randolph Sösemann, ein anerkannter Journalist aus Österreich. Hazel Brugger und Alain Frey haben sie auch geschafft in Deutschland. Und mein Gedanke hinter dran, und da bin ich offen und ehrlich, ist ja so ein bisschen, es gibt keinen Schweizer YouTuber, der das so voll macht in Deutschland. Und ich habe das Gefühl, man kann gut Schweizer Themen auf Hochdeutsch für Deutsche machen. Weil es ist so wie eine, für mich so ein bisschen, so nicht zuhören wie ein Professor, aber so ein bisschen eine Marktlücke in Deutschland. You know what I'm saying? Wir in Österreich verstehen dich. Bleib einfach dein Ding, Oida. Ich find's keine schlechte Idee, wird einfach immer da noch nicht. supporten. Ich find's keine schlechte Idee, würde immer noch supporten. Kuss an alle, die noch supporten. Also weißt du, ich mache das ja auch nicht übermorgen. Ich habe mir gesagt, bis im Sommer mache ich safe noch Schweizer Videos, weil was natürlich extrem geil wäre, aber was unrealistisch ist, wenn man irgendeiner würde in der Schweiz den Play-Button für 100'000 erreichen, dann finde ich, hat man so einen Punkt erreicht, wo man so kann sagen, yo, ich habe jetzt den Play-Button in der Schweiz, viel mehr ist irgendeiner nicht möglich in der Schweiz und dann sagt man, yo, ich habe jetzt den, ich probiere es jetzt mal auf Hochdeutsch. Das ist für mich so ein Weg. Irgendeiner macht der Adi im Unge Konkurrenz und kauft die andere Hälfte von Madeira. Nee, ich kaufe Mallorca. Ey, das wollte ich sagen. Grob, ich finde es nice für die Verständnis haben. Keine Angst, ich wechsle jetzt nicht auf Hochdeutsch morgen. Es ist nur in meinem Kopf drin. Wir wollen das mit euch offen und ehrlich angehen. Wir wollen nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt das. Einfach offen und ehrlich. Und dann verdienen wir die Millionen und kaufen uns Mallorca. My heart just got